Ringfrei für die nächste Runde, hier bei Dragon Ball Xenoverse, alias dem Review von Dragon Ball Super. Ja, heute mit dem Review zur Folge Nummer 12 des Animes plus dem Manga Nummer 4, sprich Kapitel Nummer 4. Weil, ich muss beides ein bisschen erwähnen, das ist unbedingt notwendig. Zum einen, weil so viel passiert ist, zumindest im Manga, und deswegen die Unterschiede so groß sind und weil es doch noch relativ viel, sag jetzt mal, Anspielungen gibt auf vielleicht mögliche Paralleluniversen sogar. Aber gut, also später, das war ein bisschen heavy. Super Saiyan Gott! Ja, der Super Saiyan Gott, der ist sowieso imba bis zum Geht nicht mehr. Ich meine, wie lange kämpft Goku jetzt schon gegen den Bios in dieser Form? Ja, schon ziemlich lange und im Gegensatz zum Film, dort war er vorhin ziemlich schnell im Arsch. Aber hier kein Problem, nee, kann ich immer machen, das geht, das ist doch... Wieso auch nicht, oder? Es geht heute in der 12. Episode die ganze Folge lang trotzdem Son Goku als Super Saiyan Gott hier. Wo ist Tschüssikowski? Ja, Goku immer Super Saiyan Gott, immer noch, ohne sich einmal zurückzuwandeln, immer noch als Super Saiyan Gott unterwegs, natürlich Bios. Ja, auch im Gegensatz zum Film, dort war es ja eigentlich eher so, dass Goku es war relativ schnell klar, dass er zwar mit Bios ein bisschen mithalten kann, aber der halt trotzdem nicht irgendwie Probleme kommt und so und trotz allem nur mit 70% seiner Power kämpft war. Und heute, also sprich heute sage ich schon mal, in dieser Folge halt, der war es ein bisschen anders. Da sah es echt so aus, als wir beide jeweils mit 100% kämpfen. Beide sind etwa gleich stark. Und der Beste war sowieso noch, die beiden müssten eigentlich den Kampf unterbrechen, weil ja, ihr Kampf, also sprich ihr Aufeinandertreffen ihrer Schläge, würde das Universum zerstören. Oha. Haben wir irgendwie gesehen, auch irgendwie sowas. Das war episch. Okay, geht direkt weiter. Im Sinne von, wenn da halt Bios und Goku aufeinander schlagen würden, 3 Schläge insgesamt, das Universum würde auch auseinanderfallen. 3 Schläge. Gemäß dem alten Kaioshin war. Was passiert? Natürlich zweimal haben sie ineinander geschlagen, gab es ein paar Schwenker zurück auf die Erde und so weiter. Ihr kennt's ja, muss doch alles ein bisschen auskosten, oder? Danach waren schon etwa 15 Minuten rum. Und dann der dritte Hieb, und was ist da passiert? Tja, Goku hat es ihnen geschafft, die Wucht von Bios Angriff zu absorbieren. Ja, je länger Goku kämpft, desto mehr erfährt er die Macht eines Super Saiyan Gottes. Ist irgendwie auch logisch, nur eben, er ist immer noch ein Super Saiyan Gott. Er verwandelt sich nicht zurück. Das war auch im Manga komplett anders. Wie gesagt, da fehlt das Kapitel vom Manga. Das ist sowieso seltsam. Eine Seite des Mangas hat sich nur... Das war so... Ne, es war ja... Ich muss anders formulieren. Es war ja im Anime so, dass, glaube ich, irgendwie Folge Nummer 9 oder 10 ging es ja um die Verwandlung zum Super Saiyan Gott. Oder ging es ja die ganze Part darum, wie wird man Super Saiyan Gott... Sprich, Shenlong beschwören, wie geht das? Soll man versuchen? Epische Verwandlung. Im Manga wurde das alles, sprich Shenlongs Beschwörung plus den Super Saiyan Gott herstellen. Natürlich nur einmal, war klar. Das alles auf einer einzigen Seite. Muss mir auch sagen, okay. Also da muss ich sagen, im Anime, teilweise habe ich das Gefühl, wird es ein bisschen sehr gestreckt alles. Im Manga teilweise jetzt ein bisschen sehr abgekürzt. Vielleicht auch nicht in Kapitel 4. Wie bereits erwähnt, Shenlong beschwören, Transformation Super Saiyan Gott, sprich eher das Ritual. Plus Kampf zwischen Bios und Goku. Plus Jumper taucht auf, plus amerikanischen Dragon Balls. Plus die Kaioshins, also da war ein bisschen sehr viel in einem einzigen Kapitel drin. Aber episch war es trotzdem, wenn es jetzt schon wieder gut denkst, kein Bock drauf. Das war zum Schluss. Also von der Folge Nummer 12, oder? War, dass Son Goku und Bios eben noch gegeneinander gecatcht haben. Und zwar jetzt schon so krass, dass es wieder in Energie. Ich weiß nicht, ob man mal das machen soll, wenn wir eigentlich für den Schluss aufsparen. Mal gegen die Shenlongs, wa? Ja, wieso nicht? Ich will sowieso ein bisschen von Dragon Ball noch. Oh, Moment, ich will es anders machen. Das dauert ja so lange. Von Dragon Ball GT genau noch ein bisschen quatschen.
Ja, weißt du, genau am Schluss haben sie wieder aufeinander gefeuert, sprich Beerus da mit so einer seltsamen Energiekapsel, Ball-Dingsbums, ein bisschen seltsam aus. Oh, der Super Saiyan passt ja auch. Oh, der passt auch, ne, der passt sehr gut. Und eben auch so ein Goku mit so einem Kamehameha und wieder aufeinander gepresst, oder? Und Sinne von wieder diese, ja, wie soll ich sagen, diese Energiewellen, die das Universum zerstören können, oder? Und alle so, oh, nein, darf nicht sein, sie müssen aufhören, sonst zerstört das Universum. Und dann die Forscher im nächsten Part, also das nächste Folge natürlich wieder das gleiche. Die Angriffe crashen aufeinander, was passiert? Sie verbinden sich irgendwie und jetzt müssen sie gucken, dass sie sie wieder auseinanderkriegen. Und da dachte ich mir auch so, hä? WTF? Was ist denn jetzt los? Also man kann davon ausgehen, dass, also ursprünglich dachte ich ja auch, nächste Folge, also sprich Folge 13, wäre bereits die Resurrection F Staffel, aber nee. Die angeblich, heißt es sogar Super Beerus Saga, ja, Super Beerus Saga besteht offenbar aus 14 Folgen, oder sogar 15, ich glaube 14 waren es. Das heißt, nächste Folge ist immer noch der Kampf zwischen Goku und Beerus. Wird also ein bisschen länger dauern. Oh Mann, ey. Ja, aber wie dem auch sei, ist eigentlich trotzdem episch, oder? Was ganz dargestellt wird. Ich wünsche nur, ich habe nichts dagegen, wenn epische Kämpfe da sind, oder? Wie auch die Verwandlung zum Super Saiyan God oder eben das Ritual. Das war ja auch episch und viel besser als im Manga. Aber da hat man das Gefühl, dass teilweise echt einiges irgendwie seltsam dargestellt wird. Eben auch das Stärkeverhältnis zwischen Beerus und Goku. Jetzt kannst du echt denken, dass beide etwa gleich stark sind. Dabei kommt das Super Saiyan God Super Saiyan, da kommt ihr noch. Und irgendwie in den Filmen hieß es ja, würden Goku und Vegeta als SSGS, also sprich halt als blaues Super Saiyan Götter, wenn sie gegen Beerus antreten, können sie ihn besiegen. Ja, so, jetzt sieht es sogar aus, dass Goku alleine als Super Saiyan God Super Saiyan Beerus besiegen könnte. Also irgendwo muss ich schon sagen, naja. Gut, ich meine, das kannst du natürlich immer noch relativ schnell klären, das ist kein Problem. Kannst nach ihm noch sagen, von Beerus her, ja, übrigens, hab's ja gesagt, ich kämpfe nur 100%, aber es waren doch nur 70. Und, ja, eben das Interessante jetzt wegen anderen Universen noch, was? Das werde jetzt zwar ein bisschen spoilern müssen, für die halt das Bild noch gar nicht gesehen haben. Manga halt, wobei, ich muss jetzt noch was anderes erwähnen. Im Manga war es so, dass zum Zeitpunkt des Animes, also eben sprich Folge 12, wo ja Goku gegen Beerus bereits catcht als Super Saiyan God, war es bereits so, dass Jumper ja aufgetaucht ist, halt der Gottzerstörung des Universum 6, auf dem Planeten der Kaioshins aufgetaucht ist und gesagt hat, er suche nach den Dragon Balls. Okay, ist nachher mit abgehauen. Und da hat der Kaioshin, also sprich der ältere Kaioshin, hat dem Jüngling gesagt, also sprich hat dem Kibito-Shin, oder kennen wir ja alle, dieser zufälligen Potara-Fusion, hat er gesagt, ja, du, da ist nicht gut, kannst bitte den schnellen amerikanischen Dragon Ball suchen gehen. Gut, hat er gemacht. Innen sind Szenen aus dem Manga, die kommen im Anime noch gar nicht vor. Jumper hat das im Anime noch gar nicht gesehen, kein Hinweis darauf, nix. Jetzt wird's ganz lustig, jetzt kommen wie gesagt die Spoiler. Halt eben für diejenigen, die halt das Kapitel noch gar nicht gesehen haben vom Manga. Jetzt ist es ganz lustigerweise so, dass, wo ist eigentlich noch ein Freezer? Ja, da kommt der erst noch, wa? Ja, wo war stehen geblieben? Genau, da war es halt so, dass jetzt irgendwie Jumper irgendwie an einem Teil des Universums sich befindet, an einem ganz anderen Teil, also sprich am Ende von Universum 7 scheinbar, also meilenweit weg von aktuellen Standort jetzt. Kibito-Shin hat bereits den amerikanischen Dragon Balls gesammelt, auf dem Planeten der Kaioshins übrigens. Und jetzt wird's ganz lustig. Da sagt der ältere Kaioshin, ja, okay, Jumper ist schon weit weg, du kannst wieder Dragon Balls zurückbringen. Was sieht man dann? Da sieht man Kibito und den Kaioshin wieder getrennt voneinander. Ohne Scherz, er hat einfach schnell Shenlong gerufen, oder Polunga, Entschuldigung, genau was Polunga. Und das dunkel wurde und dass er den Drachen gesehen hat. Und dann wird er aufgeteilt. Und jetzt wird's ja ganz los. Jetzt sind die halt aufgeteilt, oder? Okay, gut. Am Ende sieht man noch, wie eben da Beerus erzählt, ja, Whis sei übrigens noch stärker als er und es gibt noch mehr Universen. Insgesamt gibt es ja 12 und so, das ist ja noch Universum 7. Und dann sieht man einen Schwenker auf die Resurrection F Staffel.
Saga. Beziehungsweise eben bereits als Champa ein Schiff von Freezers Flotte zerstört hat. Dann sind wir dann noch irgendwie Sorbet und Tangoma, das waren ja die beiden, die auf die Erde gingen. Also waren ja auf Suche nach den Dragon Balls, oder? Die wollten irgendwie nach Namek und dann wurden das eine Schiff halt scheinbar von Champa zerstört. Jetzt wollen sie ja zur Erde, um dort die Dragon Balls zu holen. Jetzt haben wir also eine ganz neue Ausgangslage im Manga. Und zwar so eine krasse Mehrfachfrage. Son Goku ist da mit unserem Master, geil! Goku? Jo, hab ich. Trainieren wir. Ja. Tschüss, Godings, ich braucht keiner mehr, weil Super Saiyan Gott werden. Und los, okay. Das wird doch geil. Ja, ist ja halt die Frage, wir wissen jetzt, also 12 Universen gibt es. Wir wissen, wir sind Universum 7. Ist, kann man sagen, Dragon Ball Super plus die Filme. Universum 6 gibt es noch Champa, er ist da der Gott der Zerstörung. Universum 6 gibt es auch Dragon Balls und die sogenannten Super Dragon Balls. Stellt sich halt die Frage, wieso sucht Champa in Universum 7 nach den namekianischen Dragon Balls? Warum? Und vor allem auch in Universum 6 Staffel suchen ja die Z-Kämpfer von Universum 7, suchen Universum 6 dann die Super Dragon Balls. Also irgendwo muss ich schon fragen, hat man irgendwie was verpasst oder so? Oder ist das irgendwie, wurden Dragon Balls zerstört? Sind es verschollen? Kann man deswegen nur mit anderen Dragon Balls wieder suchen? Dankeschön, du aber auch. Final Shine. Ja, und jetzt sehen wir jetzt interessant. Jetzt haben wir, wie gesagt, diese Ausgangslagen in Dragon Ball Super zumindest. Wir haben die Filme. Und wir haben noch das Ende von Dragon Ball Z. Mit Up und Pan. Pan wäre dann gemäß den Filmen, hätte es zwar das richtige Alter, wegen den Filmen eben, also sprich der, nee, das war anders formuliert, Entschuldigung. In den Filmen wird sie geboren, sprich Resurrection F, kurz vor sie halt geboren. Deswegen war es am Ende von Dragon Ball Z, zum Turnier halt, wo auch Uber auftaucht, war sie bereits 4 Jahre alt. Klappt jetzt bei Dragon Ball Super nicht mehr. Ist jetzt die Frage, okay, wird jetzt das Ende von Dragon Ball Z überschrieben? Eben auch wegen Ub, weil ganz ehrlich, wieso brauchst du jetzt Ub überhaupt noch? Jetzt haben da Son Goku und Vegeta aus Resurrection F, die waren da bereits so mächtig als Super Saiyan God Super Saiyans. Also stärksten Götter überhaupt, kann man eigentlich sagen, kommt nach Universum 6 Staffeln natürlich noch übler. Okay, danke für den Tipp. Jo, mach das, Goku. Ja, mach's einfach, will ich ja weiter quatschen. Ja, hoffe ich auch. Und daneben die Frage, wieso brauchst du überhaupt noch? Der war ja vor allem als Hinblickner für Dragon Ball GT interessant, plus Pan eben auch. Aber jetzt auch, mein Pan, okay, wird vielleicht auch zum Super Saiyan Gott, wie gesagt, können ja alle werden. Aber ja nicht mehr, der ist nachher ein Mensch. Wieso sollte Son Goku ihn noch trainieren? Und dann Dragon Ball GT, dort war ja Kibito-Shin gab es dort noch, jetzt ist er aufgetaucht, also sprich Dragon Ball GT kannst du eigentlich vergessen. Ja, bring mir etwas bei, Goku ist ein Master of Disaster, geil. Ja, man, kurz einen Kampf noch. Relativ schnell, wenn es irgendwie geht. Da stellt sich mir die Frage, wir haben jetzt so viel, das sich widerspricht. Einerseits eben, wie gesagt, widersprechen sich die Filme, also letzteren zumindest, plus Dragon Ball Super mit Dragon Ball GT. Aber andererseits widersprechen sich ja, das mache ich überhaupt, wenn wir ein schnelles Spiel machen. Widersprechen sich ja auch Dragon Ball Super mit den Filmen. Die Filme widersprechen sich mit Dragon Ball Super. Und Dragon Ball Z. Da gibt es ja 12 Universen. Da fiel mir etwas ein, was mir jemand vor ein paar Folgen in den Kommentar geschrieben hat. Wegen Dragon Ball Universe. Oh, das ist schon eine Weile her. Da gibt es einen Fan-Manga. Der bezieht sich wirklich darauf, dass... wieso nicht? Der bezieht sich darauf, dass es eben auch... soll sagen, verschiedene Paralleluniversen gibt. Und jetzt... Jeder Son Goku aus dem Paralleluniversum catcht gegen den anderen. Da gibt es auch so ein großes Turnier im Sinne von, zum Beispiel gibt irgendwie ein Paralleluniversum. Das ganz Einfache, dass in dem gibt es noch Vegeto. Sprich, Son Goku und Vegeta haben sich Universum 7 geteilt voneinander. Aber in diesem Paralleluniversum haben sie es eben nicht getan. Das heißt, sind immer noch Son Goku, sind immer noch Vegeto. Und diese Z-Kämpfer aus diesem Paralleluniversum eben,
ist der einzige Unterschied zu unserem bekannten Universum 7. Von dem her gibt es natürlich auch viele verschiedene Paralleluniversen, ist ja klar. Da habe ich mir die Frage gestellt, wir wissen ja auch von Trunks, also sprich vom Future Trunks, der zurückgekehrt ist und so weiter. Und das ist ja auch eine andere Zeitabfolge, aber ist das jetzt Universum 6 oder Universum 8 oder auch Universum 7? Sprich, es könnte doch sein, dass von Universum 7 sogar mehrere Paralleluniversen existieren, zum Beispiel Universum 7a, Universum 7b, Universum 7c. Da wäre als Beispiel gesagt, Universum 7a, was wir kennen, mit Dragon Ball Z und den meisten Filmen, sprich Filmen wie die Drachenfaust mit Hildegard, Super Saiyan Gohan mit Bojack, weil die kannst du ja in die Timeline einbinden. Und daneben Dragon Ball GT. Und da haben wir Universum 7b mit den anderen Filmen zum Beispiel, die jetzt sonst nicht in die Original Dragon Ball Z-Story hineingegangen wären, oder sich einfügen ließen halt. Dann haben wir dort noch die neuesten Dragon Ball Z-Filme, sprich Battle of Gods und Resurrection F. Natürlich aus dem Grund, weil sonst wäre Dragon Ball GT, wäre halt, kannst vergessen, oder? Gibt's ja gar nicht mehr. Dann haben wir noch Paralleluniversum 7c. Und dort wäre dann Dragon Ball Super, weil Dragon Ball Super braucht es die Filme nicht mehr und Dragon Ball GT auch nicht. Aber eben auch das Ende von Dragon Ball Z braucht es nicht mehr. Sprich auch Uber und Pan werden dort niemals geboren, also geboren natürlich schon, vermutlich Uber auch. Uber spielt keine Rolle, Pan ist bereits dort im Turnier bereits älter als 4, die wird vermutlich schon etwa 8, 9 Jahre alt sein, oder? Da habe ich mir so die Frage gestellt, das wäre sogar der Sinn von Akira Toriyama, weil eben jetzt hat er die beiden neuesten Filme, oder? Battle of Gods plus Resurrection 11, jetzt hat er Dragon Ball Super noch gebracht. Und trotzdem hier bei Dragon Ball Xenoverse gibt es ja auch die 4-fachen Super Saiyans. Sprich, es gibt sogar DLCs zu Dragon Ball GT. Da muss man sich schon fragen, aber du kannst gar nicht alles zusammenbringen. Es geht gar nicht logisch mehr gesehen. Aber eben kannst du nur sagen, okay, dann haben wir halt Universum 6 zum Beispiel. Dort gibt es Champa und es gibt dort eben auch die Super Dragon Balls. Vielleicht sind sogar die Extra Dragon Balls, wer weiß. Neben dort gibt es Dragon Ball GT oder aber, wow! Was ist das gerade gewesen? Oder eben, nee, ist ganz anders. Es gibt 12 Hauptuniversen, die haben mit den Charakteren überhaupt nichts gemeinsam, sprich Son Goku gibt's. Also Saiyajins gibt's in anderen Universen gar nicht. Als Beispiel. Und dafür hat jedes Universum noch Paralleluniversen. Bei uns bekannt wäre es eben 7a, 7b und 7c. Und sogar 7d noch, wegen Future Trunks und Future Cell. Die kann auch verschiedene Zeitperioden. Da muss ich sagen, wenn das echt das Ziel von Akira Toriyama war, dann Respekt. Hey. Da haben wir echt so Gedanken darüber gemacht und gesagt, wenn du es echt so machst, dann kannst du alle Filme miteinander kombinieren, eine eigene Zeitschleife, also Zeitleiste im Paralleluniversum einbringen. Du kannst alle Filme eben, du kannst alle Serien, du kannst einen Manga noch einbringen, alles klappt wunderbar. Aber eben nicht alles in die gleiche Zeitleiste, ins gleiche Universum, was irgendwie auch logisch ist, wa? Oder eben die andere Variante ist einfach, ja, also man etwas überlegt und also das so gemacht und dachte sich, nee, jetzt will ich aus den Filmen jetzt will ich halt einen Manga machen, muss es anders machen, etc. etc. Das wäre natürlich eine Variante, aber ich fände es echt geil, wenn er es so machen würde und nachher sagt, ja eben, wir haben da 12 Universen, Universum 7 haben wir die Filme, Universum 6 würden die Filme reinpassen, oder ganz anders gesagt, irgendwie Universum 8 ist ein Paralleluniversum, Universum 7. Und so weiter und so fort. Du kannst echt so viel kombinieren und Paralleluniversen machen. Wobei ihnen auch die Frage ist, da Trunks der Zukunft. Aus welchem Universum kommt der? Universum 7 ist einfach verschiedene Zeitleiste gespalten hat, oder kommt der aus Universum 8 sogar? Könnte ja auch sein, wir haben bis jetzt noch nie irgendwie eine offizielle Ansage davon bekommen, wie das genau aussieht. Mit Aufteilung und so. Und jetzt wissen wir, Dragon Ball Super steht ja vermutlich aus 3 Staffeln, wa? Wir haben die Battle of Gods, die irgendwie auch heißt Super Bio Staffel. Wir haben die Resurrection F Staffel, die wird vermutlich irgendwie Super Freezer Saga sein. Und wir haben eben auch die Universum 6 Saga. Wenn die alle 3 abgehakt hast und wenn mal Super dann vorbei ist, könnte es trotzdem noch weitergehen. Ich meine, du hast noch die anderen Universen, wa? Universum 1 bis 5 plus Universum 8 bis 12, die muss auch irgendwie abhandeln. Also, das ist irgendwie Akira Toriyama ein grandioses neues Universum geschaffen. Entschuldigung, natürlich Universen. Wo sich echt die Frage stellt,
wann wird es wohl enden? Oder vor allem womit? Und vor allem, wo ist nachher die Powergrenze? Ich glaube, das gibt es nachher gar nicht. Das muss ich irgendwie open enden und so. Aber gut, das war's heute mal hier beim Review zu Folge Nummer 12 bei Dragon Ball Super Plus. Ein bisschen nach Review zum Manga, Kapitel 4. Und dann noch ein bisschen so Theorien und so weiter, was man noch alles machen könnte, was vielleicht noch plausibel ist, was vielleicht eher weniger. Und natürlich auch, wie es eben weitergehen könnte. Sei es sowohl im Manga als auch im Anime. Und grundsätzlich auch in den Kraftverhältnissen. Und dann noch die ganze Eingliederung mit verschiedenen Animes, Mangas, Spielen, Filmen und so weiter und so fort. Jo, wie gesagt, soweit mal meine Meinung. Würde mich auch interessieren, was ihr dazu sagt. Ob ihr auch der ähnlicher Meinung seid vielleicht oder sogar sagt, nee, ist totaler Quatsch und so, das ist viel einfacher, ich übersehe nur etwas, kann doch auch sein. Bin gespannt, was ihr dazu zu schreiben habt und in diesem Sinne, bis nächste Woche bei Folge 13, wo es, ich hoffe zumindest, endlich mal vorbei ist hier mit dem Kampf zwischen Goku und Pius. Weil irgendwann wird es ja auch ein bisschen sehr gestreckt, war. Vor allem wegen der Verwandlungsdauer Super Saiyan Gods. Nur temporär, verstehe schon. Ja, bis dahin. Ciao zusammen!